Es kommen jetzt Leute hier draußen rum. Möglichst flach machen. Attacke, Attacke, legt es aus. Legt es aus! Musterbaum. Es geht los! Raus, 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 raus! Let's go! Unterstützung! Eierbaum ist fort. Ihr Arschgeigen, hä? Was ist unser Sport? Unser Sport! Maibaum klauen ist das Geilste. Das ist super. Leute, wir haben uns heute hier versammelt und ich habe gehört, wir sollen Maibäume klauen. Ja. Wisst ihr darüber? Was, wir? Oder Wir, haben wir alleine. Nein. Nein. Aber das ist ja auch das Interessante daran. Wir wissen von diesem Brauchtum, dass es das gibt, aber wir stecken da nicht drin. Wir werden da hautnah dabei sein. 3 Azubis. Weißt du, was zu tun ist? Nein. Was habt ihr denn so für ein Gefühl mit den Jungs so? Ich glaube, es wird ja auch spaßig werden. Ich glaube, es wird auch irgendwie vielleicht ein bisschen emotional, oder? Ja! Geil! Ich glaube, es wird richtig intensiv auch, Ja. weil... Gas. Sollen wir noch mal kurz hier auf Fairplay einmal Handy in die Ja, Mitte? das ist wichtig. Das können wir machen, Fairplay. Weil ja, viel Glück wünsche ich euch, weil ihr werdet es brauchen. Der Maibaum. Symbol bayerischer Tradition, Stolz und Gemeinschaft. Doch hinter dem Brauch steckt mehr, als man denkt. Gewiefte Spionage, nächtliche Missionen mit schwerem Gerät und verwegene Diebstähle. Und hier beginnt unser Spiel. Maibaum Hunters, wo Tradition, Taktik und eine gute Prise Wahnsinn aufeinandertreffen. Also es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Ort, wo ein Horrorfilm anfangen könnte. Guckt mal da hinten. Und es sieht alles aus, als könnte es zu einem Klauutensil umgebaut werden. Leute, wir gehen rein. Ich treffe die Jungs jetzt zum ersten Mal. Ich bin richtig gespannt. Das sind die Männer, mit denen ich jetzt eine ganze Woche in ganz vielen seltsamen Situationen sein werde. Mal gucken. Hallo. Hallo. Hi. Grüß dich. Hi, Julia. Hi. Felix, servus. Julia, hi. Grüß dich, der Maxi. Hallo, Julia. Hallo, Julia. Bin der Schwingen, grüß dich. Hallo, Julia. Okay. Ich habe sie mir jetzt nicht sofort alle gemerkt, aber ich werde sie mir merken. Okay. Ja, krass. Darf ich mich hier schon hinsetzen? Hunter Team 1. Das sind die Unterföhringer Burschen. Die Jungs zählen zu den professionellsten Maibaumdieben im Land und sind bayernweit gefürchtet. 2017 gelang ihnen der legendäre Coup am Viktualienmarkt. Die Rückgabe des Baumes gipfelte in einer Pressekonferenz. Ganz Bayern sprach über diesen Diebstahl. Mit dabei Julia Tschugi-Nagela. Sie ist nicht nur Moderatorin bei Bayern 3, sondern begeistert auch als Content-Creatorin auf Instagram und TikTok. Die erste bayerische Adventure-Reality. 3 Teams, ein Ziel. Mehr Maibäume klauen als alle anderen. Jede Nacht wird zur Jagd und kein Maibaum ist mehr sicher. Wer stiehlt die meisten Maibäume und krönt sich zum Sieger von Maibaum Hunters? Mein Baum. Die Jungs sind gerade noch in ihrem Wagen hier. Also würde ich sagen, wir schauen mal rein und ich klopfe vorher ganz vorsichtig, oder? Oh. Einmal allein, bitte. Auf geht's. Servus. Hallo. Grüß dich. Geht es los? Hunter Team 2. Hochbrück-Schleißheim. Eine Kombi aus den Schleißheimer Burschen und Derndl und dem Burschenverein Hochbrück. Die Vereine gelten als uneinnehmbares Bollwerk. Noch nie wurde ihr Baum gestohlen. Doch künftig wollen die Defensivexperten als gewiefte Diebe von sich reden machen. Als Creator mit dabei YouTuber und Podcaster Ceo. Wird der besonnene Oberbayer zum Ruhepol der temperamentvollen Truppe?
5 Tage und 5 Nächte lang haben die 3 Hunter-Teams Zeit, so viele gegnerische Maibäume wie möglich zu stehlen. Jeder erfolgreiche Diebstahl bringt einen Punkt. Und das Team, das am Ende die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Grüß dich. Das sind die Burschen. Servus, grüß dich. Ja, seid ihr nur 4? Ja, einer, der kommt später. Einer kommt später. Ja, der sauft schon, der sauft schon. Magst du auch halbe? Ja, kannst du mir gleich eine halbe geben. Ich bin der Tobi. Tobi und Erik. Grüß dich, ich bin der Senti. Grüß dich, ich bin der Andi. Andi und Erik, ich bin der Senti. Matthias, grüß dich. Matthias, ich bin der Senti. Servus, grüß mich, der Hacki. Wo bist du? Hacki. Der Hacke, ich bin der Hacke, dich kenne ich nur. Hunter Team 3. Der Burschenverein Feldmoching. In ihrer aktuellen Besetzung fehlt den Jungs zwar noch etwas Erfahrung, aber nicht der Wille. Wir sind Feldmoching! Sie sind die jungen Wilden, bereit für ihren ersten großen Coup. Als Creator mit dabei Saint Sky. Er zelebriert die bayerische Kultur durch und durch. Breiter Dialekt und Tracht gehören sowohl auf Social Media als auch im Privatleben zu seinen Markenzeichen. Die Creators sind fester Bestandteil der Hunter-Teams. Über den Creators-Chat stehen sie mit den anderen Teams und der Spielleitung in Kontakt. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Also generell, was die Aufgabe ist und so weiter. Ich habe wirklich, das ihr schon wisst, ich habe für nichts eine Ahnung von meinem Baumklauen. Deswegen, ich brauche so ein bisschen, vielleicht mal so einen Crashkurs, so einfach mal diese Basics. Was gibt's denn so, was muss ich denn wissen, was heute so ungefähr passieren wird? Als allererstes wird erstmal ein Planspielen passieren. Ja? Ja, denke ich mal schon. Spionage, dass wir da mal irgendwie ein grobes Konzept halt mal zusammenkriegen, wie wir uns das vorstellen. Okay, also, aber was ist unsere Taktik? Wollen wir schon in irgendwie Angriff gehen? Oder Das ist die Frage. Wir haben halt jetzt nicht so extrem viel Zeit. Normalerweise spioniert man ja. So viel Zeit haben wir nicht. Also wahrscheinlich gehen wir gleich in Angriff, oder? Sozusagen Angriff ist die beste Verteidigung. Auf alle Fälle. Dann, wenn es die Leute am wenigsten erwarten. Du bist der Chef. Ich bin der Chef, ja. Du bist der Chef. Was zeichnet dich aus? Was darfst du den Jungs sagen? Alles. Also ich sage mal, das darf man ja nicht sagen. Klar, wir sprechen uns ab beim Maibaum-Klauen. Ja. Und ansonsten, wir sind ein Team. Ich sage keine Ansagen oder sowas, wir sprechen uns ab. Dafür sind die Späher draußen, die sagen, was ist. Ja. Und da gibt es keine Hierarchie, das ist einfach Teamarbeit. Da braucht man dann einen Schwingi, der wo viel mit der Feuerwehr eben unterwegs ist. Der Maxi, der wo sie mit der Technik und so weiter brutal gut ausschaut. Ihr als Schreiner, der Franzi als Landwirt, der Felix auch genauso wichtig. Jeder hat eine Position und Felix ist auch wichtig. Ja, Felix ist genauso wichtig. Die Nachläufer, die wir haben zum Beispiel, hat der Felix mit mir zusammen und mit Max haben wir die Nachläufer zusammen gebaut. Und Du hast jetzt schon so viele Worte gesagt. du verstehst Nachläufer, Sperrer, was gibt's denn alles? Also gibt's generell so Art Regeln, dass jede Figur sozusagen seine Berufung auf Ja, gut, sagen wir es mal so. Also Speer, da musst du ein bisschen weiter vorangeschritten sein. Da musst du dich schon auskennen. Aber da musst du ein bisschen Plan haben. Du musst auch schon mal wissen, wie man jetzt den Baum Die erfahrenen Leuten, die was mit Erfahrung bringst den haben. Baum raus. Du musst die örtlichen Gegebenheiten einschätzen. Wir bringst den raus. Kannst du mit dem Baum so rumfahren, musst andersrum fahren, musst rangieren, musst Nachläufer lose machen oder nicht. Und die bringst du am besten raus. Die schauen kann nur. Also wie könnten wir es ungefähr anstellen? Genau. Ah, okay. Aber diesen Speer, wenn der vor Ort ist, dann kann man ja sehen. Also müssen die sich voll bedeckt halten, oder wie? Wenn man ihn sieht, war was falsch. Ah ja. Wenn sie ihn erwischen lassen, war was falsch. Genau. Wenn man jetzt aber dann einen Spion von denen bei uns hier sieht, darf man den Bocker oder nicht? Darf man den Bocker oder nicht? Das muss ich mal. Marker, der ist nicht, du darfst aber gerne mal hingehen und fragen, was er sucht. Also, okay, dann weiß ich Bescheid. kommt immer drauf an, wie man den Baum klaut. Du hast mal draußen den Bullock gesehen, Ja. vor der Tür. Da ist Ja. eine Zange hinten drauf. Ja. Kannst du den Baum natürlich mit der Zange dann am dicken Ende nehmen und hochheben. Und dann glaubt man mit 2 Nachläufer. Nachläufer sind da, wo der Baum drauf liegt und dann eben gefahren wird. Ich bin erst seit 5 Minuten hier, nicht mal 40 Sekunden und ich weiß ja schon so viel mehr als davor. Das ist ja richtig strategisch. Auf jeden Fall. Nachtsichtgerät brauchen wir unbedingt. Kriegen wir später. Kriegen wir später. Okay. Über Wärmebildkamera. Ja, wollte ich gerade sagen. Wärmebildkamera brauchen wir. Im Endeffekt braucht man Helfer eigentlich jedes Mal, um die Hütte zuzumachen oder den Baum hochzuheben, weil die Bäume ja so zwischen 3 und 5 Tonnen schwer sind normal. Und wegsperren ist im Endeffekt die Wache einzusperren in der Hütte. Man nimmt eben Schalltafeln oder was man findet. Wir haben auch schon Bierbänke genommen, die vor Ort standen. Die spackst man dann gegen die Hütten oder man drückt sie gegen die Hütten und sperrt eben diese Wache, die wo auf dem Maibaum aufpasst, sperren wir dann eben ein, um Zeit zu gewinnen, dass keine Hand drauf kommt. Die Spielregeln.
Der Baum gilt als geklaut, wenn er über eine 750 Meter entfernte Grenze geschafft wurde. Aus Fairnessgründen haben sich die Teams auf diese Grenzen vorher geeinigt. Um den Diebstahl zu verhindern, können die verteidigenden Hunter vor der Grenze eine Hand auf den Baum legen und ihn damit sichern. Um das Handauflegen zu verhindern, können die Angreifer versuchen, die Verteidiger in deren Stüberl einzusperren. Ist das, wenn die uns einsperren, wenn die Tür zumachen oder was weiß ich? Also die Tür ist eigentlich das Problem, da kommen wir nicht mehr durch, weil die geht von innen nach außen auf. Wenn die zu ist, ist es zu. Okay. Das Fenster ist schon besser, das geht nach innen auf. Das da hinten? Nein, das ist rechts da. Das da? Ja, das geht nach innen auf. Das geht also nicht. Halt, erste Hebe unten rechts bitte. Genau, und da, wenn jetzt einer was davor holt, da kannst du vielleicht nur rechtzeitig dann raushupfen. Kannst den zuhalten und dann als Alternative, als letzten Ausweg haben wir hinten links immer noch Fenster. Bis dahin? Ja, das ist ein bisschen ein abgesperrter Bereich, da können wir auch raushupfen. Ah, okay. Und dann dürfen wir noch eine Leiter hinstellen. Eine Leiter hin? Genau, da kommt eine Leiter hin und dann können wir oben auf. Servus, grüß euch, was seid ihr die ganze Zeit? Was seid ihr? Hast du keine Uhr daheim oder was? Hast du deinen immer zum Schluss? Da draußen ist der Barometer herin. Um dieses Stück Holz dreht sich unsere gesamte nächste Woche. Und wenn ihr jetzt gedacht habt, ja, ist eh dünn. Schauen wir an, das Ding, wie lang der ist. Aber der müsste normalerweise der verziert auch sein, oder? Mit so Fahner dran und sowas. Ja, das macht man normalerweise erst, wenn er steht. Erst wenn er steht. Und dann wird er oben. Ah, okay. Oben tust du noch im Lingen, aber wenn er dann aufgestellt ist, dann nimmst du oben einen Kran und oben an Spitzen kommt noch was drauf. Genau. Aber er ist gescheit lang, er leckt mir am Arsch. 25 Meter. Wer soll den klauen? Wer soll den mitnehmen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den hier so einfach wegbekommt. Das ist ja schon eine Schwierigkeit. Die Maibäume sind alle gleich lang und müssen frei zugänglich gelagert werden. Sie dürfen also nicht zugestellt oder versperrt werden. Der Transport selber wird ja auch total krass sein, oder? Klar, wir müssen ganz traditionell machen. Ne? Reden wir da wirklich vom Bulldog, 2 Nachläufer. Ah, krass. Ein riesen Aufwand eigentlich für so einen Baum. Steht, wenn man es ganz banal betrachtet, gar nicht in Relation zueinander. Okay. Aber aufgrund von der Tradition her. Weil Tradition ist das Schöne bei der Tradition, dass man eben mal was macht, was eigentlich nicht sinnvoll ist, aber der Gaudi hat dabei. Ja, voll. Ja. Das zeichnet unsere Außenbayern. Das ist irgendwie unsere Tradition. Und gerade der Burschenverein, der lebt genau von dem. Das sind dann die Nachläufer, was wir eben haben zum Maibaumklauen. Die haben wir selber gebaut. Also das hier ist auch alles das, was ihr gemacht habt. Genau, das haben wir gemacht. Und krass. Das Nein. ist eben die Funktion, wie ihr sie draht. Ja. Genau, und hinten genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das niemandem auffällt. Ich bin so gespannt, wie das ablaufen wird. Das müssen Leute doch mitbekommen. Ey Bursch, wie läuft das überhaupt ab? Ich hab noch nie einen Maibaum geklaut. Also, kommen die einfach und nehmen mit oder fetzt man sie da? Oder? Das ist überhaupt nicht. Also erstens einmal bleibt man fair, man geht nicht körperlich irgendwo, sie aneinander an den Gurgel und dann ist das eigentlich schon so mit. Ja, natürlich, Gewalt auf gar keinen Fall. Maibaumklauen ist an sich schon sehr gefährlich. Das kann natürlich auch sehr schief gehen, dass man da irgendwie drunter kommt und eingequetscht wird oder zwischen den Nachläufer und die Deichsel kommt und eingequetscht wird. Das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich, die ganze Sache. Ja. Ich weiß, wer die Besten sind, und zwar die, mit denen ich hier antrete. Ich habe gehört, Sie haben auch einen Schlachtruf. Was ist euer Sport? Langholztransport. Langholztransport. Daran werden wir uns versuchen in den nächsten paar Tagen. Ich habe ein Team gefunden, Hochbrück Schleißheim. Jawohl, Leute, oder? Wird cool. Und das ist das Spielfeld der Show. 3 bayerische Gemeinden. Hochbrück Schleißheim, Feldmoching und Unterföhring. Doch gespielt wird nicht nur in den Orten selbst, sondern überall dazwischen. Die Hunter werden versuchen, ihren Baum jederzeit zu bewachen. Doch es gibt eine Möglichkeit, sich einen Vorteil zu verschaffen. Die täglichen Challenges. Jungs, was ist hier los? Warum sind die leer? Das ist die erste Frage. Ja, aber ehrlich, das ist eine gute Frage. Was geht hier ab? Was ist das denn jetzt? Ich habe da einen Schatz gefunden. Ich glaube, dass hier ein bisschen Information für uns ist. Oh, ich hasse ja Umschläge, da steht nie irgendwas Gutes drin. Die Spielregeln. Hunter-Teams, es wird Zeit für eure allererste Challenge. Je besser ihr abschneidet, desto kürzer ist die Phase, in der euer Baum heute Nacht unbewacht bleiben muss. Damit sinkt das Risiko, dass er gestohlen wird. Umgekehrt bedeutet es eine schlechtere Platzierung, mehr unbewachte Zeit und ein höheres Klaurisiko. Okay. Kraft, Köpfchen und Körpergefühl sind gefragt.
In dieser Challenge zählt sie als Team an. Packen wir das? Jawohl. Geh mal. Abgeschluckt. Getränkekisten stapeln. Wer hätte denn das gedacht? Eure Mission: Baut als Team eine möglichst lange, waagrechte Getränkekistenreihe in der Luft. Die Kisten dürfen den Boden nicht berühren. Ihr haltet sie nur mit eurem Körper. Ihr bekommt 50 leere Kisten. Wie ihr sie aufteilt oder weitergeht, bleibt euch überlassen. Aber aufgepasst. Es darf immer nur eine Kiste nach der anderen angesteckt werden. Ihr habt insgesamt 8 Minuten Zeit. Gewertet wird eure beste gültige Reihe innerhalb dieser Zeit. Eine Reihe ist nur dann gültig, wenn sie mindestens 5 Sekunden stabil in der Luft gehalten wird. Am Ende zählt der beste Versuch. Boah, hat irgendeiner einen Plan? Wie machen wir das? Das ist ja eine spontane Idee. Wir haben 4 Mann im Liegestütz. Der 5. Mann verteilt auf dem Liegestütz, Ja, auf die anderen. Stopp. Muss nur in der Luft sein. Ich sag, wir sind ein Team! Okay, auf geht's. Du musst so in den Griff reingelangen und zusammendrücken. Ja. Und dann entsteht da Luft und dann musst du der nächste Struggle einstellen. Und ja. Läuft die Zeit schon? Ja, das läuft schon. Läuft. Das geht schon los, das geht schon los. Bist du als Erster oder bist du mitten? Nein. Warte, ich muss der Hand noch raus da. Aber noch gut aus. Wie schaut's aus? Warte, die geht raus. Brauchen wir einen Stützer? Was? Hammer? Ja. Habt ihr? Dass wir einen Spezi davor drum haben. Gut, dass wir es gemacht haben. Gut, dass wir es gemacht haben. Jawohl. Nächster. Da geht noch. Ja. Ja, weil das wir die sicher haben. Ja, sag mal du. Was? Ja, passt. Da geht's auseinander bei dir. Mach mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir schon, passt. Zu mir. Perfekt, nächster. Weiter. Aber das zählt. Es zählt. Weiter. Du Sau. Du bist gut. Immer weiter nachnehmen. Perfekt. Ich halte schon. Den raus. So, jetzt hat. Wir können einen noch probieren, aber mehr wird nicht mehr gehen, Jungs. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, die müssen stehen bleiben. Müssen zu bleiben. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und weiter. Sauber. Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt haben wir echt gut gemacht. Geile Nummer. Das war doch voll gut. Das war richtig gut. Ich glaube an uns. Ich glaube, dass wir das gut gemacht haben. Okay. Machen wir Leute. ein Kaltgetränk. Wir gehen 48 Kisten waren's. Nicht sind wir 4. Und zwar was für ein Spiel. Also, ich glaube, dass wir nicht schlecht waren. Also wenn die anderen besser sind, Chapeau. Ich habe eine Nachricht bekommen. Die Creators bekommen ihre erste Nachricht im Creators Chat mit den Ergebnissen der ersten Challenge. Seid ihr bereit? Willst du mal Oh Mann. Ist auch nichts falsch. Geht's los? Ja, geht's los. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Liebe Hunters, hier kommt das Ergebnis der ersten Tageschallenge. Erster Platz, Feldmoching. 48 Kisten. 48! Was haben die anderen? Dann Unterföhring mit 36 Kisten. Zweiter Platz, Unterföhring. 36 Kisten. Dritter Platz, Hochburg-Schleißheim, 30 Kisten. Scheiße. Das war verkackt. Ja,
Hey, wir haben die 48 geschafft. Alter, wir würden mal interessieren, wie die 48 machen. Das Video würde ich sehen. Ja. Das wäre gespannt, wir haben es nicht gemacht. Feldmoching kriegt keine Strafzeit. Unterföhring kriegt 15 Minuten Strafzeit. Wir haben 15 Minuten bekommen. Hochbrück-Schleißheim 30 Minuten. Mit 48 Kisten sichert sich Feldmoching den Sieg und bekommt keine Strafzeit. Unterföhring hat eine Strafzeit von 15 Minuten. Als Letztplatzierte müssen die Burschen von Hochbrück-Schleißheim ihren Baum 30 Minuten lang unbewacht lassen. 48 geht's noch. Sieg! Jawohl! Da haben wir es rasiert, hey. So ein Sieg ist geil. Nein, das erste Spiel gleich runter. War das authentisch gut? Gewonnen! 15 Minuten Strafzeit, Leute, das ist schon nicht wenig. Das ist auf jeden Fall genug Zeit, um Dinge anzurichten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Jetzt werden wir natürlich unseren Schlachtplan einmal vorbereiten, dass wir dann Obacker kennen. Dass du Obacker kannst. Geht's los. So, Leute, jetzt wird's hier noch mal ernst, weil wir haben gerade noch mal Strategiebesprechungen. Und es gibt ja verschiedene Wege, die wir eigentlich nehmen könnten. Wie machen wir es jetzt? Also der Baum liegt jetzt gerade da haben sie einen Stübel stehen. Wir müssen also schauen, dass wir da bei dem Toren auskommen, dann da zweimal um die Kurven rum und dann müssen wir eigentlich nur noch geradeaus. Und sobald wir dann da bei der Kurven vorbei sind, da ungefähr. Wir müssen wahrscheinlich, dass die uns von da nicht sehen, relativ weit hinten parken und da aber schon das Licht ausmachen. Genau, aber da treffen wir uns dann. Irgendwann fangen die Sperrzeit auf von den Schleißheimer. Solange wir die als Erste beim Baum sind, kann uns eigentlich nichts dazwischen kommen. Dann bleibst du da, wir fahren trotzdem zum Spionieren. Jetzt und schauen, wie viel von denen Leute noch da sind. Ja, aber meint ihr nicht, dass es ein bisschen gefährlich ist, dass der Hugo hier? Wieso? Ja, wenn eine Hand drauf ist, passt ja. Von hier sehe ich eigentlich alles ganz gut. Dann fahren Sie jetzt schon mal los und wir fahren auf das Setz los. Lass mich mal ganz kurz aufs Klo gehen. Ja, viel Erfolg. Damit ich danach hier bleiben kann. Geht schon los. Angstbiesler. Angstbiesler. Hunter-Teams, die Strafzeiten sind an alle kommuniziert. Startet jetzt in euren nächsten Raubzug. In 30 Minuten darf frühestens die Strafzeit bei den Verlierern der heutigen Challenge beginnen. Let's go. Okay. Und so sieht der Plan für die erste Nacht aus. Team Feldmoching will den Baum von Hochbrück-Schleißheim stehlen. Team Unterföhring will Feldmoching ausspionieren. Und Team Hochbrück-Schleißheim will beide Gegner auskundschaften. Also der Max, die Julie und der Schwingi, die fahren jetzt raus, fahren nach Feldmoching, gehen ein paar Runden, schauen sie das Stüberl an und dann schauen die heute eben die Gegebenheiten nochmal an, diese Routen, die Kurven und so weiter, was wir fahren und dann geben die uns das durch. Wir haben das Go. Es geht jetzt los. Auf geht's! Auf geht's, Jungs! Packen wir's! Die ganzen Netzel liegt da. Wir holen jetzt erstmal Funken aus der Firma von Max, weil wir ja uns relativ geräuschlos irgendwie verständigen müssen. Ja, deswegen ist es jetzt mal der erste Stopp. In der Zwischenzeit machen sich die Hochbrück-Schleißheimer Gedanken. Steht ein Angriff bevor? Kommen wir da hinten aufs Grundstück? Da ist eigentlich Alles zugewachsen? Museum, der geht gar nicht. Soll ich mal hinter marschieren? Wir gehen jetzt da raus. Da vorne ist ein Hund. Nichts zu bedeuten. Sind da die Oberschulteile drin oder was? Ich habe mich noch nie so sehr wie ein Geheimagent gefühlt. Die Feldmochinger Späher stehen schon bei Hochbrück-Schleißheim und warten darauf, dass das Licht ausgeht und die Strafzeit beginnt. Da hinten haben wir gesagt, warten wir alle. Weil das ist dann die Straße, was vorgeht. Ja, ich dachte halt aber trotzdem schon, dass wir zwar daher fahren, dass wir da hinsehen. Nein, weißt du, was ich gemacht hätte? Ich wäre jetzt quasi, ich hätte das Auto, ich hätte es da irgendwo da hingestellt und war dann das zu Fuß vergangen. Ja, Mann. Eigentlich ist es wurscht, wenn sie uns hören. Wir können uns auch da Ja, da schau hin, da stellen wir uns hin, da sind Ja, das habe ich gemeint. Ja, machen wir so. Dann gehen wir zu Fuß, wenn der noch mal Lucky machen. Wann fahren dann die anderen los? Da sind wir wahrscheinlich auf Abruf. Gutes Timing, denn die Späher von Hochbrück-Schleißheim sind gerade unterwegs, um ausgerechnet Feldmoching auszukundschaften. Das war zumindest ganz schön krass beleuchtet. Ja, irgendwie ja. Das ist ja am Montag.
Die Scheinwerfer ist auch sonst recht auffällig, gell? Okay. Das, was mir jetzt am öftesten gesagt wurde, ist, wie unfassbar kalt das es werden wird. Ich habe momentan 4 Hosen an. Mein Thermostrumpfhosen-Situationchen. Über meine Skihose drüber. Dann habe ich eine Berghose, diese graue hier. Eine Leggings noch drunter an. 2 Paar Socken mit Wärmeeinlagen unten. Ein Unterhemd. Eine Sportjacke, die eigentlich auch warm halten soll. Dann den Pulli von den Jungs und meine Skijacken. Was siehst du? Sportwagen, Zelt mit Beleuchtung. 3 Leute drin. Was ist, wenn noch einer versucht, länger näher hinzugehen, oder ist das zu krass? Das ist die Frage. Du mit deinem leuchtenden Ding. Genau, hier ist das Zelt. Vermutlich ist da drin der Maibaum. Schwere Nummer. Aber jetzt sind wir noch nicht im Gefahrengebiet, oder? Nee, jetzt sind wir schon, wird's langsam warm. Beim Topf langsam. Jetzt kannst du stehen bleiben, ja genau. Steht ihr links hier, dann kommt noch jemand vorbei. Jo, wir haben jetzt ungefähr 600 Meter weg vom Feldmochinger Maibaumstübel und vom Feldmochinger Baum. In die Richtung ungefähr 1 Kilometer wahrscheinlich ist der Schleißheimer Baum. Genau, und schauen wir uns das einmal an. Die Späher von Hochbrück-Schleißheim sind bei ihrer Spionage von Team Feldmoching erwischt worden. Und alles beim Baum. Haben wir schon gesehen. Gehen wir uns zu erkennen. Okay. Servus. Das Zivilspionage-Team. Hi. Servus, Christi. Servus. So nah und doch so fern. Ne? Hier wäre jetzt eigentlich, aber kann man ja schwer mitnehmen. Wurdet ihr erwischt? Du bist aber nicht auf laut, oder? Nee, du bist nicht laut. Okay. Wie lange denkst du, braucht ihr noch? Weil dann würden wir euch abwarten, dann kommt ihr wieder in Stüber hierher und dann fahren wir nach Unterföhring. Okay, dann versuchen wir noch ein bisschen vorsichtig in die Richtung vorzudrängen, aber wir werden es jetzt nicht übertreiben. Wir haben gerade welche Gegner entdeckt, hinten im Busch drin. Aber wir haben so ein Nachtsichtgerät und da schauen wir jetzt durch. Da hinten sind's, die Sound. Hier kriegt's unseren Baum nicht. Krass. Nee, oder? Wärmebild, warte mal. Oh. Ja, da hüpft schon ein bisschen was. Ja, crazy, okay. Licht aus. Die Hochbrück-Schleißheimer überlegen, wann sie die Sperrzeit von 30 Minuten beginnen. Die Sperrzeit wird kenntlich gemacht, indem das Licht im Stüberl gelöscht wird. Sollen wir jetzt die Zeit machen? Sollen wir jetzt sagen, ihr habt bloß Feldmochinger gesehen, oder? Ja, die sind immer noch da. Ja, aber wie viele Unterföhringer? Wie viele? Einer ist gefahren, jetzt ist bloß noch der andere mit dem Kameramann da. Ja, scheiß drauf, dann machen wir es doch jetzt. Jetzt geht's los. So, den Baum widmen. Oh ja, ich bin echt schon ein bisschen nervös. Ja, mei, es ist das erste Mal jetzt, okay? Ich habe noch nie einen Baum geklaut. Ja, nicht, dass die so schlau sind und hinten auch noch dicht machen. Ah, das schaffen wir schon. Das wird der erste Punkt. Wir haben gerade gesehen, Feldmochinger Burschen sind gerade ausgerückt, fahren auf Oberschleißheim, sind ungefähr mit 10 Autos vorbeigefahren. Geht die Sitze. Wir sind alle außerhalb, gell? Alle außerhalb. Und nachdem wir schon gesehen haben, dass die Feldmochinger da jetzt ausschleichen und den Oberschleißheim noch warm rausziehen wollen, wollen wir es denen natürlich auch nicht verderben, sondern wollen die im Wald jetzt da in Ruhe ihre Vorbereitungen treffen lassen. Als Zweitplatzierte der Tageschallenge muss Team Unterföhring den eigenen Baum 15 Minuten lang unbewacht lassen. Diese Strafzeit nehmen sie jetzt. Strafzeit läuft ab jetzt. Wartet, macht jetzt aus. 1, Sperrzeit. Gut. Halbe Stunde geht los. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch hinhocken, wo ihr... Ein Ja, Feldmochinger ist noch 750 da, Meter gell? Radius. Wir sind jetzt aufgehört. Ein Feldmochinger ist da, der schaut von der Straße runter. Der sieht sofort, wenn es Licht aus ist. Wollte ich nur sagen. Licht es aus! Licht es aus! Licht es aus! Licht es aus! Bleibt! Attacke! Licht es aus! Wohin? Okay, ich höre Geschrei, Aber es bringt eh nichts, wir sind im Stüber, ja. Es geht los.